an die so den Ulala nee dat kann ich net machen, dat geht contre Liberté kommerzial blablabla. So einen einfachen liberalen Prinzip wann ech ger eng Dingschlichtung hat dann bezwillen nicht dafür. Eng Logik von der neoliberaler Brutalität de Frieden an de Bëttel zu sehen. Dat ich noch nie afrogestalt hat dat Teen oder him Viergeheit hat dat Tee kompetent wie mir dann sollen einfach wann schrift ophalen. Dann spielt de strenge Moni so du staat in net für anzusprechen. De macht Baum anch den David Wagner ënnerhalen neis an der zweter Episode iwwer aktuell politisch Sygéen, wéi mir se gesinn, wéi mir se liewen. Das keier ënner danerem iwwer Caritas an iwwer de Logement. Ja David, das genau zu dem kommen, wat mir an der letzten Episode vom Podcast gesot hunn. Caritas ass zerschloe gin an allerechter Linien ihre politischen Deel, also den Deel, den eigentlich immer die kritisch Stimme war oder so wie Carol Reckinger Luna für Puedege auf der Tele gesot huet, den Deel von der Gesellschaft den Stimme erhoven huet, für nicht nimmen den ärme Grimlen du hin zu geheien an hinnen quasi vom Terrain umzuhülfen, mit auch probiert tun die strukturellen Probleme unzuschwätzen, probiere Solutionen dafür zu finden. Ich fand dat selbst wat schockiert der rebelliert da noch den Témoignage den Carol Reckinger do gemet huet as ganz schlimm, weil gesagt, dat de Luc Friede mat senger Strategie durchkommers an dat och de Bistum kefangeréiert, dat du neicht mir geschieht, dat die ganz eigentlich 100-jährig Geschicht von awer enger katholischer Soziallehrer, die sich über 100 Jahre entwickelt huet, einfach iwwer Sommerpaus zerschloe ginnners. Dat mech den sprachlos an lässt final viel frohen op. Weil sinn lo eng nei Struktur gegrünnt, hut hech déi Hëlle vum Terra en daier degelasse Numm. An die besteht just nach aus dem Luc Frieden singen gute Koppen vun CSV an DP a allem vun PricewaterhouseCoopers. An aus enger ONG, die eigentlich do war aus der Mitte von der Zivilgesellschaft mat engem auch ganz starke benevolen Engagement vu Biergerinnen a Bierger so lo en Dingschlichtungsbetrieb no strikt liberalen Kriterien gin, wo Rechter von de Salarien, die fir drüber der Caritas geschafft hun just nach mat Face getrippelt gin insupportabel an das ganz graf. Ja. An den dritten Deel, wat man auch eigentlich vorausgesucht tun, huet sich auch als schlimm gewiesen, nämlich dass die ganze Entwicklungshilfe komplett auf der Kipp steht, dass sie bereit sind, ein Spidol am Südsudan, was die Lützburger Stadt nicht gibt, kosten Interimslesungen zu fahren, zu offeren. Und du warst schon an der Kommission und neben dem Luc Frieden den zweite große Responsablen von der Katastrophe, von der humanitären Katastrophe, die da geschieht, aus der Xavier Bettel. Das ist ganz klar, also der Xavier Bettel ist nicht der Freund von den ONG zu Lützeburg. Und das hat schon für drun angefangen, schon, wo noch schon für eine paar Monate die ONG für den Kap gestoßen hat, an dem sie D'accord-Cadre nach vorgestellt hat. Und noch war Panik an den ONG, weil die noch verstehen kann. Leute haben sich schon umgeguckt, ob sie vielleicht eine andere Arbeit gehen und so weiter. Weil sie verstehen einfach nicht, was ONG auch am Development, was für eine Arbeit die sollen machen. Hallo, ja, an dieser Sitzung, wo der Xavier Bettel da war, da konnte man eben die verschiedenen Projekte vorgestellt, die 28 Projekte am Ausland vorgestellt, von der Caritas an, da konnte man gesagt, das war Stand Freuden, eben dass 7 von diesen Projekten wären nach vorgestellt, sie hätten nach keinen Brennerfonds, also weder Caritas Schweiz oder Deutschland oder so. Und bon, wir haben einfach vorgestellt, verschiedene Oppositionsparteien, aber für was kann der Staat dann nicht einfach so absprangen, für wenigstens die Projekte zu retten, weil da geht es aber um ganz seriöse Sachen. Da geht es darum, da gehen die Projekte, das Spidolsprojekt am Südsudan, so, wo Hunderte, wo Tausende von Leuten können nicht Leben verlieren, wenn die Projekt abhält. Also wir schwätzen nie von Menschenleben. Da sind sie am Gangen, da ist den Büttel,
Büttel den du hin könnt se an ne also voilà Caritas hat usch das schon quasi der Caritas hier schuld dat sie so geklaut tun an so weiter an spielte strenge Moni so du staat in net für anzusprangen an op eng ganz salober lappeweise an so weiter. Das hinnen egal an de no sie wëlle ke Präzedenzfall schafen net dat Logiereen denkt kenint lo bei no ONG einfach so Geld detournieren an dat de Staat alkeerskif ersprangen de Präzedenzfall den ass geschiet fir 15 Jo mat de Banken vun de Staat angesprochen ass no dems Bankien tatsächlich wirklich schmu gebaut hat an Island sind pu an der Prison genannt mais bon das wirklich das wirklich ein ganz eng Logik von der neoliberaler Brutalität der Frieden an de Büttel zu summen. Ja. Also wat ich auch so muss das schon net fir dat entweder bei enger Assoziation auch bei enger staatlicher Institution dat du vun so Beamten Sue geklaut gesehen also CNS Caisse Nationale de Santé huet fir pu Joer Millionen verloren weil Beamten schmugemet hun weil der Drech ganz spät opgefallen ist derselbe das nur nach kirzlich bei der Gemeng Hesper geschieht wo Beamten enorm viel Suen detourniert tun dat heißt, so Sachen könne geschehen an das kriminelle Energie und muss sie poursuiveren mit den Lüfrieden an der Xavier Bettel wo wirklich von der Krise die du as profitiert für ein kritisch Stimme zu Lützeburg Futti zu machen an net déi kritisch Stimme Futti zu machen mir gleichzeitig alt ONGen an dat wat ze sinn wat hier erbecht bedeit an auch hier Obklärungserbecht an der Gesellschaft für die anzuschüchtern. Also das ganz grav an mir sind also am Gang zu verlehen auch mat anderen Parteien wie man 4 gehen gibt Proposition von einer Spezialkommission die soll gesagt gehen kann ich noch dem noch weit gehen dass die Aktualität funktioniert schon ein bisschen otak an also wir sind evidenterweise berät do mat zu machen an eng federführend Rolle zu spielen für zu so dat geht nicht was das Regierung möchte. Ja. Ja, und das hat du noch gesucht also den Verwaltungsrat von der neuer komische SBL Hut du den besteht aus Leid die nicht viel von ONG besteht wissen also aus dem Motto die gut Spruch von PwC oder von der Big Four schwätzen da das an wen die Spruch du nicht schwätzt aber wen ein bisschen wie kritisch als wie Caritas oder wie einer ONG die auch erklären dass die Inegalität Nord-Süd zum Beispiel auch bist du mal dazu den hun dat Steuerevasion gemacht und so weiter dat soll Mund gemerkt ich schmeckt das das Signal den bisschen geschickt getan an Stichwort Steuerevasion da die pure Sachen die man bis lo wisse von der krimineller Energie auf wie weiter die Welt kommt geschehen weisen ganz stark darauf hin dass nach mehr en groß Responsabilität wie der Verwaltungsrat von der Caritas wie Direktion von der Caritas leid bei den Banken an dazu ein Zeitpunkt wo Lützeburg man wieder der Mauer steht wingst notamment der Finanzplatz wingst enger mit zentralistischer Bankenopsicht aber Lützeburg andauernd viel Gehaltkrieg mit der Banke passen werden nicht op wat du geschieht an muss ich noch so das ganze als Recht opgeflohen net weil BGL oder Spurkäes irgendwas gemeldet tun mit das opgeflohen weil eng spurnisch Bank gesucht mit du hast doch extraordinär eng Bank die beneficiär von den Sue waren Banken hun einfach hier Virement gemäht an do huet Frieden a Büttel als neoliberaler probieren dat einfach zu kaschieren anschwenkt do leite wirklich de Wurm dran an du hast von den Hauptprobleme wo mehr als Oppositionspartei vielleicht grad mehr als Linker besonders muss Fangen antworten gehen das net Krisch geint alles was sozial ass vom Lüfrieden mit das auch geint Krisch geint die Iwerrechter vom soziale Fliegel von der CSV die aber entretan so schwach sind dat ze moll net mé kapabel sind sich zu wehren. Ja, sie lassen sich gewähren. Ja. Und das ein bisschen, ich mengen, sie hätte Sachen zu suchen. Irgendwann machen sie so viel Kompromisse, vielleicht für sie verlieren innerhalb von einer CSV, die just nach einem Modell vom Frick funktioniert. So, boah, das ist alles schön und gut, aber irgendwann müssen sie vielleicht aber auch ein bisschen Charakter weisen, weil, ehrlich gesagt, wir haben aber Leute, die missten net afverstand sinn mat der Erderweis wie dem Friedensenksation funktioniert. Ja an de Frieden ass am Gang eng ehemolech Volkspartei déi en
stramm konservative Fliegel hat, die ein liberale Fliegel hat und die aber auch soziale Fliegel hat, zu bauen an eng neoliberale Muchtmaschine. Weißt du, David, die Frau, die ich noch gestaltet habe, ist, wie war den Luc Frieden so sehr hat sich allein als Kommunikationsbeauftragten von der ganzen Regierung du angesagt, obwohl einer Ministerin nach en Kurs sind, an schon gefiel, dass du der Hand méi stöcht wie den Ego von engem sich selber zu viel zu hüllenden Premierminister. Me dat du handelt aber auch einer politisch an dem nur wei auch wirtschaftlich Interesse stierchen, das schon so nicht zu erklären, wie wer den andauernd just Luc Frieden hält, auf wie wer den mengt, wie wer mengt wie der Krisenmanager, den notamment von nicht Ahnung, nicht keine Ahnung von Entwicklungshilfe, nicht keine Ahnung von Arbeitskontrakter, also vom Droit du Travail, an dem möchte ich do zum Krisenmanager. Also ich kann just hoffen, dass letzte nie eng seriös Krise kriegt, weil das den schlechteste Krisenmanager, den sich überhaupt vorstellen kann. An ich schon gefühl, dass du nach irgendetwas der Hand sticht. Ja, also kein Sinn. Erstens heute Frieden eben die ganze ONGs fällt nicht gern und versteht sie nicht, annützt sie nicht gern. Oder es gehen nach einer Ursachen politischer Natur oder die hin plus oder moins direkt betreffen, die hin dazu bewegen, für Robemol do permanent dazu mengen, dass hin do mis eine Rolle spielen und en plus de no, ja, justement, Remmenkehr mit der Association Hut. Ja, die hat nicht mal am Staat zu dienen, an irgendwie, come on. Das alles, was die Macht kriegt. Ich glaube das nicht, dass die Assoziation irgendeine Decision hält, ohne mit dem Frieden darüber geschwärzt zu werden. Das ist evident, dass sie Hand an Hand gehen. Und das für den Dingens, den Sache immer mehr, ja, wo ich wirklich nach mehr muss enquetieren. Nicht nur mehr Presse am Gangen hier Arbeit zu machen. Ich kriege noch schon so Eco, dass sie vielleicht doch nicht so sehr, wie sie wählt, in gewissen Dokumenten kriegen. Ich habe morgen noch gesagt, voilà, sie machen hier Arbeit, mehr als Deputiert müssen das doch machen, so weit wir können. Ja, aber mehr bleiben am Ball. Voilà, und dann noch einen anderen Aspekt von der ganzen Caritas-Geschichte, dass sie noch das Woche gewohnt gehen, wo die OGBL eine Pressekonferenz gemacht hat, weil die Leute, die für Caritas schaffen, die sollen dann für eine neue eben ASBL gegründet Hut. Die müssen dann die müssen dann rübergehen, aber das war den näheren Hut, es gibt fürchterlich viel Druck auf die Leute ausgeübt, sie sollen können, etc. Obwohl es andere Möglichkeiten gibt, und ich meine noch demnächst wird doch an der Chambre wird machen noch eine Kommission dazu, mehr. Vielleicht hast du noch pur andere Infos. Ja, also was Hut möchte, als eben nicht nehmen, dass sie einen deglasspenetranten Numm haben, mit so einen deglasspenetranten Patron, lo schon, ehe die Welt geht. Weil die Leute, die dann von der Caritas sollen überholen gehen und hier all Erbischte weitermachen, das sind die Leute, die genehtigt zu können. Du musst natürlich wissen, am Erbischtrecht, wenn du kannst, hast du kein Recht auf Chômage mehr. Aber wir schwätzen heute aber immerhin von 350 Salarien, die davon betroffen sind. Das ist nicht 1 oder 2 mehr, das ist wirklich ein ganz seriös und solid Maß. Und das sind Leute, die jahrelang Experienz haben. Das ist die aber auch innerhalb vom ASFT-Gesetz auch Sozialrechte haben, die Ancienneté tun, an all die Dimensionen. Aber wenn die kennen, dann ist das alles futsch. So, das ist aber auch vielleicht am Ende von den Leuten von PricewaterhouseCoopers, die lo Hut feiern, für nämlich dass das billig Salarien gehen. Salarien, die in einer Druck setzt, wo ihr weiß, so gekündigt, also kriegt ihr kein Chômage, das heißt, die ungewiesen sind, die auch keine andere Option mehr haben. Und das Viergo von dem neuen Komitee d'Administration, wie gesagt, just als DP, CSV an PricewaterhouseCoopers Leute besteht, als illegal. Und eben genau du winkst, haben wir auch also eine Kommission Abruf gehen. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Aber für allem, et kind die jo en Transfer d'entreprise machen. So etwas aus am Lützeburger Erbesrecht 4 gesehen, der Techt eng Betrieb als Faid oder E-Betrieb geht zu an oder eng Cessation noch am privaten Hus, dat een an de Patron an Pension geht, an den anderen Betrieb überhöllt hat und ist ein Transfer d'entreprise.
an die besteht daran, dass die Leute erstens ihre Rechte behalen, aber sie behalen auch ihre Verteidigungsrechte. Das heißt, die Personaldelegation, die da ist, die kann auch mit überholt gehen. Ja. Und das ist eine Schwarzstrategie von ihnen, für wenn es die Leute alle zum Demissionäre brüht ist, ja, aber da gibt doch keine Personaldelegation mehr. Da gibt es keine Gewerkschaft mehr, die auf dieser Seite streiten kann. An PricewaterhouseCoopers, an wie gesagt, die hier Akoliten an der CSV, an der DP, Menge wirklich Gewerkschaften wäre so dumm an sich, geben sich das bitte los. David, was hast du da an der Hand? Haha, you Postkrit. Von die Link? Ja, von der Link, was schreiben die Link dann? Es stimmt. Du weißt nicht, was dran ist. Nee. Ich weiß auch nicht, was dran ist. Mir anscheinend, dass es Weisheit vom Mond. Und mir wurde gesagt, wir müssten die entdecken und dann nur darauf reagieren. Dann machen wir das. Da sehen wir, was für eine Weisheit das war. Also, das ist ein Zitat. Wo ist das Problem? Die Lokataire kriegen alle Rechte zugewiesen. RTL-Kommentar nach dem Artikel, das neue Loyers-Gesetz wird von vielen Immobilienagenzen nicht respektiert. Vom 13. September 2024. Weisheiten von den immer auf RTL.lu an der Kommentarspalte. Ja. Ich fand, dass es richtig ist, dass wir darüber reagieren. Ja, weil man das auch schon an der Vergangenheit gemäht. Du stungen noch Weisheiten, das war so auf Facebook, an der Kommentarspalte von RTL, und das hat dann auch zu Plante geführt, die notamment als Portparole gemäht hat. Ja. Mir heimänglisch geht es nicht um einen Plan, mehr, dass man einfach muss gucken, was man da mal aufhängt. Lokataren steht hier, kriegen alle Rechte zugewiesen. Ja. So wie ist das dann mit den Lokataren, die so viele Rechte haben? Naja, ich gebe auch gerne gesehen, wen die Kommentare schreibt, was für eine Entreprise den hört. Aber ja, ich gehe davon aus, dass deine Reaktion war auf eine Question parlamentaire, die wir gestaltet haben. Und das war ja, worum es also ganz einfach gegangen. Aber ja, nach 4 der Vakanz, am Juli, gab es Gesetz geändert, wo unter anderem da sind also verschiedene Sachen geändert gehen, das unter anderem geändert gehen, dass die Frais d'Agencen von den Immobilienagenzen früher war zu Lützeburg nicht geregelt per Gesetz, wen die Frais d'Agence müsst bezahlen. Wir haben immer gesagt, und wir hatten sogar eine Proposition de loi gemacht, für das zu ändern, für zu sagen, das den Kommanditär, also das den Auftrag gibt, da das zu 99% als das der Proprietär, den Auftrag gibt, kann auch sein, dass der Lokatär ist. Aber das meistens der Proprietär, an der soll das bezahlen, was normal ist. Das ein Service, ich freue ein Service bei einer Agence, und ich soll wenigstens für die Service bezahlen. Wir waren eben der Meinung, an der Zwischenzeit hat die Regierung eben das geändert, sie so, das 50-50. 50% der Lokatär, 50% der Proprietär. Bon, das Problem ist den, wir sind gewohnt gehen, vielleicht, dass erstens, und dafür hatte man eine Question parlamentaire gestellt, dass aus sich Agenzen, gewissen Agenzen, viele Agenzen vielleicht sogar sich gar nicht daran gehalten haben, weil das Gesetz aus dem 1. August in Kraft getreten. Das heißt, dass weiterhin Agenzen einfach frei auf den Lokatär raufgewalzt haben. Das heißt, dafür haben wir eine Question parlamentaire gestellt, ob den Claude Meisch Bescheid weißt, für was das so wird, etc. Du hast das so auch an der Presse, dass noch Journalisten dann darüber reagieren, dann noch gefragt, sowohl beim Claude Meisch wie auch beim Präsidenten von der Chambre Immobilière. Und du hast gesagt, ja, aber bon, das ist nicht so schlimm. Also die von der Chambre Immobilière, sie sollten das nicht so schlimm, weil wir sie verstehen, gesagt, das ist noch nicht länger Kraft, dann all die Immobilienagenzen wissen nicht Bescheid. Wir kriegen aber auch Echoen von Leuten, also von Agenten, die sagten, nee, das ist nicht wahr. Wir kriegen nicht, den hat da zum Beispiel geschrieben, den hat das auch nach einer kleinen Agence, nee, das ist nicht wahr, ich wusste Bescheid und ich finde das doch gerne. Und daher muss ich einfach so, eine Chambre Immobilière, wenn ich schrift, hier arbeitet, besteht ja auch daran, hier Membern zu informieren, wie die Gesetzgebung ändert und evoluiert. Und das tut der Projet de loi, die lang schon einfach Zentament vor Jahren, lange schon do, auch von der vierten Regierung d'ailleurs. Also das ist nichts Neues. Du hast dann Chambre Immobilière hier nicht gemerkt. Aber das ist ja egal. Gesetz ist nicht respektiert. Aber voilà, lo geht es weiter, weil wir kriegen nach Echoen, und dafür haben wir ja auch eine Demande gemacht,
geht vielleicht miséier für eng Logementskommission zu summen zu rufen mam Claude Meich mir kennen Datum nach net, weil et gin einer Probleme die do ugeschwart gesinn, wo gewissen Agenz immobiliär versichern durch einer Tricker eben dat Gesetz oder den Esprit vom Gesetz zum Goen voilà. Ja, ich mein, da schon den Maitre Krieger mengglisch gewircht, also den auf Code den historisch immer proprietäre verteidigt wird, sogar den hört gesucht mir das Gesetz war der durch stimmt, das totale Schmu das bringt überhaupt bringt just Konfusion, weil kann ich so das 50-50 gedeelt mir so lange kein Plafond geht könne Lotagence an da das ein Deal von den Tricksereien könne so man da verdürbel immer einfach Fredagencen so dat Novel per vom Lokatär dieselbe spreift an wen as dann den überprüft ob den Proprietär dann noch derselbe bezahlen kleinen Trick an wann aber so den Affecode des Star Affecode von der Proprietäre seht mir das Gesetz du das bringt nicht dann müsst ihr wirklich reagieren weil das ist so ein einfachen liberalen Prinzip wann ech ger eng Dingschlichtung hat dann bezwillen nicht dafür an kind de Spies ball umdrehen wann lo an wie an wanns lo Fall hues wo ein Expert op Lützeburg könnt an die geht bei eng Agence seht man sich mal eng Wuning an die Agence die liest dann lauter Annoncen durch da muss nicht bei hinne sehen erfindt dann ein Angebot von einem Proprietär an die möchte dann drei da könnt ihr Agence nur bei den Proprietärer seht so du hast zwar kein Demand gemäht du musst aber so viel 1000 Euro bezahlen und dürfen soll ihn als Propos einfach seriös holen den Auftrag geht den einen Demand möchte die soll bezahlen an nicht den anderen ja also du merkst die wirklich dass am Logementsminister du hast sich viel Gedanken gemacht für die Gesetzesänderung zu machen und wir viel mehr einfach gewirrscht dazu zu machen wie mir das proposiert hat war doch witzig aus dem zu mal die Proposition de loi gemacht und aus dem Conseil d'État kommen wo bestimmt nicht viele Proprietären dran sitzen ne? Gesetz kann aber auch Kontrakter sich ausschränken weil sonst machen wir kein Gesetz mehr dat wat Regierung gemacht huet dat auch das war schlecht gemacht mit das auch ein Angriff an Liberté kommerzial an den Staatsrot nicht mir gesot also dass du mir den Woche so bis penibel hast an nur nach einer Info die Mordrouten an da so eng froh die man dann erwochen den Minister Meich muss stellen da das Gesetz ganz einfach auch nicht respektiert wird da zum Beispiel eng Agence gut mal gesot die fried einfach also iwwer Kautionen die sie limitiert die sie limitiert op 2 Maint an do als eng Agence zum Beispiel die fried 6 Maint bam dat sinn dann an plus relativ teuer dat geht iwwer 30.000 Euro an weniger brief dat ganz Ker muss auch Gesetz respektiert gin an den Logementsminister wann schon net kapabel as Gesetzer zu machen die egent truthalen dat wennst du fir sucht dat ze auch respektiert gin ja an der schon den Verdacht die mehr hunn zu keinem Moment das evaluiert gin gëtt dann du ein Kontrollinstanz die guckt gëtt angehalten an wat schon am Gesetz komplett fehlt das wann net ahalle gëtt was geschieht dann gëtt dann eng Strof gëtt dann eng Verwarnung all die Sachen sind die werden nicht gesehen dürfen mehr Menge dat von Ufang gun so fault wat so opgrund von enger Proposition von den geringen finalement kom an schmengen dat die geringen du auch en Kuckucks an nasch gelöet tun an wei an so vielen andere Fäll an der Regierung die Falschkompromisse gemäht hun so David Lokatäre kreen all rechter also beit eng so zevenil van den dat lies dann heiert wenn man so wissen dat het net so was mehr ja kannst vielleicht 2-3 Beispiele gehen oder so Elemente wo siehst man nee sind net Lokatären die all rechter kreen also et wie schon komisch dat grad Lokatären dat sind aber Daylight die ökonomisch am mansten hun die hatte méi rechter a méi murcht wie Proprietären an so Großproprietären die Politiker kennen die Party Martine machen an Luxusrestaurant an die hinne noch nach Gesetzerhalle zuflüsteren so an dann fir de nutze mengen dat Lokatären die giffen alle rechter zugewiese kreen das schon eng fraschi das net vor bei weitem net mir gesinn dann lo justement bei der Umsetzung vom Gesetz dat d'Agenzen sech wahrscheinlich
gewissen Agenzen natürlich fall sich einsgin mat proprietären fir Gesetz überhaupt zu kontournieren an dat mehr als Deputierten muss überhaupt intervenieren fir dat die überhaupt Regierung op die können vielleicht es zu machen. Das muss ich noch gucken. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ja nicht lange hier gouf doch eng Affaire für Gericht. Du hat ein Lokatär Lampertsbierch den hat geklot, weil der Meinung war, dass sein Loyer zu hoch war, weil es gibt sich ein Plafond zu Lützeburg an der Gesetzgebung. Das Loyer ist plafoniert auf 5% vom Kapital investieren und so weiter. Gesetz geduft gar nicht mehr respektiert, einerseits, also gar Wand respektiert geht, sind Leute also an der Zwischenzeit sind Preise so hoch, dass dazu gut nicht mehr greift, weil das möchte Preis sowieso zu viel hoch. Aber da an dem Fall hat ein Proprietär das Gesetz gut nicht respektiert, den der geklot hat, also auch nach Spezialist an den Frauen. Ja. Also das war kein Zufall, den hat eine Rechnung gemacht. Aber dennoch hat ein Gericht verloren, weil dennoch die Richter der Meinung war, sie hatten eine Interpretation für zu so man mit gëtt auch nach de Marché de spiel doch noch an dat mis noch berücksichtigen also huet den proprietärrecht dat dat zu so weit geht dat zu gehört Gerichter auch nach so weit en faveur vun engem proprietär Gesetzgebung am engen an falsch interpretäre me wat dat het genau de Gegendeel as zunächst der proprietären die altrecht dazu gewiese kreen. Ja, absolut. Ich meine, du Beispiel, was du gehst, als für mich auch so ein Paradebeispiel, wenn du so willst, für zu weisen, dass den legale juristische Kader für Proprietäre immens favorabel ist, aber für Lokatären immens defavorabel ist. Gibt zum Beispiel auf gemengem Niveau Kommission des Loyers, die eigentlich soll so eine Art Mediationsrolle überholen, wenn ein Lokatär ein Problem hat, kann du hingehen an die Kommission des Loyers, kann dann den Proprietär rufen und dann können die zwei Argumente austauschen und dann seht ihr, möchte die Kommission des Loyers eine Proposition wie das Kind ausgesehen. Das geht nicht so, mehr eine Art Mediationsinstanz. An denen meeste Gemengen, obwohl am Gesetz steht, funktionieren die Kommission des Loyers überhaupt nicht. Das heißt, ein Lokatär hat de facto nicht Möglichkeit, auch außerhalb von einem Gerichtsstreit, den oft teuer ist, irgendwie eine Instanz unzusichern, wir können dort intervenieren. Ist dann in Gedanken, den ich auch hat, Orlo, für eine eine Kulturkommissionssitzung. Du denkst aber auch, was die Kulturkommission mit Proprio an Lokatär zu dienen. Du hast so weit etwas zu dienen, weil für uns 2 Jahre so ein Patrimonsgesetz angefordert ging, wo dran steht, bei großen Projekten, du musst für drüben Feuer gemäht gehen, für zu gucken, ob nicht am Boden historische Artefakte sind. So. Und das gesagt gehen, aber wirklich auch schon bei ganz, ganz großen Projekten. Und das gesagt gehen, mit Kästen von denen Feuern, die delen sich der Staat und Proprietäre. Nachdem den Luc Frieden dann noch der Party vom Herr Giorgetti war, als das eng von den allerersten Prioritäten das Gesetz zu ändern, der Staat soll 100% überholen. Und das ist schon ein ein Kado für die Großpromoteuren, weil die Großprojekte, von denen wir schwätzen, das sind auch just die Großpromoteuren, die dummer da so verdienen und die wollen ein reglementarisch Oblag, wo sie so ja, mit du durch Baue mit ja, mit Baue gedacht durch Brandschutzmesure mit Baue gedacht mit durch Obligationen, was die Isolierung von den Fenstern angeht. An der Welt gehen nicht dafür Subventionen, und das ist auch richtig, dass es Subventionen gehen. Die Subventionen sind auch nicht zu 100%. An hier ist so ein klassisches Beispiel, es geht alles gemäht, auf alle Niveaus, sogar im Bereich von der Kultur, für die Proprietären an nimmen den großen Proprietären weiterzuhelfen. Mit Steuergelder. Mit diese Steuergelder, noch mit den Steuergelder von den Lokatären. Absolut. Geht ja so weiter, dass sie auch wollen, wo sich von den schon so weit das, Sozialwohnungen oder Habitation abordable etc., wo dann die Regierung auch dahin geht und einen Deal möchte, dass sich Privatpromoteuren, die machen dann Sozialwohnungen für
öffentlich Bauträger wie de Fond du Logement so weiter an de man kann gagner, weil se dann natürlich fir mir bëllech muss verlohnt gin gött vum Staat gedeckt. Dat Tisch Privatpromoteuren die verdingen genauso viel wie fir droen. Null Risk das eigentlich gegen den liberale Prinzip der Promoteur de Promoteur als staatlich assuriert die den Ristreet als de Lokatär. Ja, das Sozialismus fir Proprietären fir die Reich voilà, a Kapitalismus fir die net viel hunn. Ja. Voilà, soviel zu eisen zwei großen Themen, die uns beschäftigt und tun das natürlich auch ganz viele andere Sachen beschäftigt. Nicht weit von Europa gibt es einen ganz schlimmen Konflikt, zu dem wir schon ganz tags Stellung geholt haben, nämlich den Israel-Palästina-Konflikt, den auch riskiert oder am Gang ist, immer mehr graf zu gehen. An wo mehr auch eng relativ klare Meinung hun durch rezente Entwicklungen Humor eng Aktualitätsstand gefrot, also das für allem Sujet David du hast gefrot wat geht du eigentlich? Ja, also es geht darum, dass man eng Heure d'Aktualité an der Chamber kreen, wo dann auch jidereen all Fraktionen 5 Minuten kriegt. Und das ist ja dringend. Und wir hatten schon lange keine große Chambersitzungen mehr. Und lo wollen wir, dass Remenkeier über die Frage von der Anerkennung vom Staat Palästina diskutiert gehen. Weil wir hatten die Diskussion ja schon. Die Regierung de Büttel, den hat gesagt, oh, warte mal, komm, wir warten noch 2-3 Monate. Net eng ganz komisch Logik, weil mengt dat do eng Well vun Unerkennungen puer Länder, vielleicht auch europäisch Länder, vielleicht sogar Frankreich, gi wo Bemol Palästina als Staat unerkennen an bon, voilà. Du gist sech abs bewegen. Sech strikte man nicht bewegen an der Tschenzeit Strategie vum Büttel die versteht. Wen se versteht. A Frankreich gëtt an der Tschenzeit eng Regierung, die nach méi pro Netanyahu ass. Also wann den de Barnier heieren huet, also du kann den Lot wirklich vergessen. An ja ich denkéier net jo versprach, dat ma an 2-3 Mainint do Roberts rekommen. Das méi das iwwer 2-3 Mainint sinn der Féier. An mém Lützeburg muss ich ne mat Kap machen. Dat hecht mir wenn die Diskussion feieren iwwer d'Unerkennung vum Staat. Natürlich an der Zwischenzeit das so dramatisch wat geschieht a Gaza, aber auch an der Westbank, wo du auch permanent die israelisch Regierung nach immer méi Leiit verdreift, an de Siedlungsprozess gëtt weitergefauerert, a wie man wissen auch loget de Libanon bombardéiert an du gët doch noch offen vu seitens vun der israelische Armee Regierung gesot ja, den Libanon als Schuld runnner. Also das eng katastrophal Situation. Et kann net sinn, dat net darüber diskutiert et gi soviel Sachen a wie geht die diskutieren. Gëtt natürlich auch immer gesot vum Bëttel Anerkennung vum Staat Palästina, dat fir reg symbolisch. Dat das net wower. Ich gel net darüber an, das net wower dat reg symbolisch ass d'Unerkennung vun engem Staat as neich mat Symbolik ze dien. Me das richtig leider, dat et net Problematik werd lesen, weil dat werd wahrscheinlich auch net Israel darunter hënneren weiterhin Gaza zu bombardieren und Leute zu massakrieren. Dat heißt, muss ich noch wat andere Sachen diskutieren und dann noch Sanktionen. Et gin soviel Länder op der Welt, die Männer machen, diese Männer leben an die sanktioniert gin. Diese Länder op der Welt, die nicht machen, die sanktioniert gin, wie Kuba zum Beispiel, die als Terrorregime sanktioniert gött von den Amerikanern, total delirant ist. Voilà. Ich denke, muss woch können iwwer einer Sache schwätzen, wann se schon so und das nëmme Symbolik, aber da kann ich schwätzen iwwer Sachen, die iwwer Symbolik rausgehen. Ja. Ähnlich dat war dann im Moment, wo die Regierung just probiert huet, Symbolpolitik zu machen. Dat war den Erbechtsminister, ja, en hecht wirklich auch Schmicho, den am Summerlach nicht ernst zu dienen hat, weil wo den Dach dobausen 32 Grad waren, wo einfach einen Raum zu geheien, dat Singer Meinung no de Kollektivkongé am Bausektor, dat ein überdrivenen Luxus aus vergangenen Zeiten wie.
also muss ich so ein Kollektivkongien gibt da ganz viele Bereiche, gibt an der Education, gibt an der Justiz als Gerichter schaffen am Summer, so das ist ganz viele Bereiche an ausgerechnet am Bausektor, also dem Sektor wo Leute in den schwersten penibelsten physische Konditionen schaffen müssen, hört hin da gemengt dat kind den aber sich open an Diskussionsberät erkläre für dat zu ändern. Was da war so, dat evidenterweise weder Salarien mir auch nicht Patronen überhaupt den Interesse drin hört, weil es so wie der Moment funktioniert, jitverein arrangiert. Und du hast eine Kommissionssitzung zu Summe kommen, den Minister als Zurietsgestalt gehen, wir hatten am Vierfeld durch eine Question parlamentär gestaltet. Und der Minister geht aus der Sitzung raus oder erklärt euch dann einfach, ja, das ist eine Privatmeinung gemischt. Mais de toute façon, hin als Minister, wir überhaupt nicht kompetent für die Frau, wir ein Sozialpartner. Und dafür wir hier nicht kompetent. Ich habe just geantwortet, dass ich noch nie eine Frau gestellt hat, dass ihn oder ihm vorgehalten hat, dass er kompetent wird, mir dann sollen einfach, wenn ich gleich abhalten, so Rümmern an die Welt zu strehen, und just weisen, dass als Arbeitsminister in einer Prioritäten misstun, wie Trächter von den Leuten, die halt schaffen, auf Ruhe zu stellen. Das stellen sich scheinens dort froh, was CSV sich evaluiert wird. Ich meine, viele Leute stellen sich drauf, für den Micho als Arbeitsminister zu nennen, weil de toute Evidenz interessiert ihn sich nicht wirklich für sein Ressort. Also, als das, will das heißen, dass nichts wird geschehen, kein Sozialaufbau vielleicht, dann wenigstens keine Verschlechterungen, das ist da wenigstens das positivste Szenario. Oder au contraire, dass den echten Patronatsvertreter die Lernsch könnt ihm irgendetwas erzählt und dass das umsetzt, weil wahrscheinlich auch nicht, dass wie andere, vielleicht sogar in seiner eigenen Partei, die aber arbeitsrechtlich mehr interessiert sind, vielleicht wie der Max Spauz oder so gesagt hätten, das tut und das geht noch nicht. Ja, und der Max Spauz hat schon auch an einem Interview gesagt, dass das nicht ans Tut kommen und dann einfach so Überreste von dem soi-disant linke Flügel von der CSV götzen. Das ist mal kein linke Flügel, mit das einfach die Überreste von Verstand, die es noch an der CSV gibt. Aber weißt du, die Mischung Sport an Erbischt, ja? Das ist eine ganz komische Mischung. Aber wo du siehst, okay, mir für was hat die Regierung da so zusammen gesagt, dass die enger Person sowohl Sport wie auch Erbischt ist. Und dieselbe Stroh stellen sich auch an einem anderen Bereich, wo es der Minister ist, die sowohl für Fonction publique zuständig ist, wie für Umwelt. Aber für Letzteres hat ein Mensch auch nicht terribel viel Interesse, weil in Lützeburg unterstützt anscheinend die Initiative von verschiedenen Ländern für den Schutzstatus vom Wolf mit klein zu machen. David, was denkst du darüber? Also für ein paar Jahre, also wenn man Diskussion kommt, dass der Wolf zu Lützeburg zurückkäme, nachdem es jahrzehntelang, vielleicht sogar über ein Jahrhundert, nicht mehr zu Lützeburg war und das verdrieben. Das sind diejenigen, die immens viel darüber laufen und immens, also sich auch alles verbrennen. Dann gibt es gesagt, okay, ich kann in diese Gegend kommen, das ist auch Gesicht gehen schon. Und sicher ist das eine echt positive Novelle, weil ähnlich das wie an der Legenden de Wolf als für den Mensch gar nicht gefährlich. Also hier nicht echte Angst für uns, und will das auch nicht essen, mir schmeckt ihm nicht, weil ich auch noch verzeihen kann. Mir natürlich kann kann Schof reißen, natürlich schäft die Gehirn in einem Bauern und so weiter, mit den Dingen als den. Also, erstens, Frieden sich op den Umwelt vom Umweltminister könnt her den net viel, dat huet vielleicht immer dazu dienen, dat den Umweltminister Funktion Publikumsminister wie du so do lebt so viel, dat net viel Zeit huet für an der Umwelt zu werden oder umgedreht wissen beides wahrscheinlich stimmt. Me sich die doten aus so leest Dave blicken, weil justement de wolle für deng Funktion am Lützeburgschen Ökosystem wenn ha geheiert, dann gëtt jo immer gesot, dat einer deieren viel zu viel Schuld machen an de Böcher an so weiter. An do hast du sech een Superpredateur sech den enschen dem er ha hunn, also den op Fall net am Himmel lass, den awer auch kann dofir sorgen, dat de gewissen Equiliber am Bösch besteht. An andererseits schoft die Geraskin, also der das prozentual so minim vom Wolf, also dat ze geras gin an
du ginnt ja auch nach Möglichkeiten für Entschädigungen zu kriegen. Also du musst ihn aber ich denke ja auch ophalen zu mengen, dass das eine Lesung wie muss ihn aber auch ein bisschen Equiliber von der Natur respektieren. Also das ein bisschen das klingt anekdotisch, mir lässt Dave blicken, dass das eng umweltpolitische Mesure aus von dieser Regierung fir eben de wolle bisse méi zum Freiwelt ginn. Ja, weil ich mein, eng von denen Sachen, die noch wissen muss, dass überall do, wo de Wolf präsent ist, du blitzt Biodiversität op. Das ist also ganz wichtigen Akteur an unsere Bücher. An wann effektiv von einem Bauer Schof gerasket, du vergehen Entschädigung, und das ist auch richtig, dass es dafür Entschädigungen gibt. Und ich stelle mir froh, ob auch nicht Bauern oder die Landwirtschaft insgesamt mehr drinnen leiden unter dem Verlust von der Biodiversität. Und das müssen, ohne dass sie das komplett kompensiert kriegen, müssen da ja bezahlen. Also bleibt eng offen froh mehr und dazu eng relativ klare Haltung, dass man so nee, den Wolf gehört zu eiser Biosphäre noch zur letztebäischer Biodiversität doch historisch gesehen an dass man auch zu Lützeburg nimmen viel davon hätten an Lützeburg derivieren, dass den auf europäischem Niveau den ganz hege Schutz wie düncht es mehr als Mittwoch merken Kommission zu summen vielleicht Krämer dann Erklärungen eine andere Mochfleit vom Umweltminister für wat die mesure die definitiv Bullshit aus soll vu Lützeburg unterstützt gehen. Voilà. Ja, dann werde man jo Bescheid wissen aufleitet nicht so verplappert. Ja, vielleicht kann mir dann nächst Käier noch viele interessante Details über die Fischen an den Wolf erzählen.